3, 2, 1, live. Hallihallo, de Jerome ass nicht do. An da guck mal, funktioniert Spiel, geht den Ton, ruckelt Bild, heier da mech. Wat Bild ass mal do an den Ton. Ja, scheint ze goen. Super. An nach keen am Chat. Volles Suse. Samstenowen 30. Mai 2020, das 9 Auer. Zara hast du Moien den Ton ass exzellent. Nicole hast du Moie Jerome, to funktion, alles funktioniert. Meier da manch mal Kamera un. 3, 2, 1, go! Eisinnech. Maja, da sind wir zu 3. Ja, das nawer feierten, de guckt no, aber den huet sech nach net am Chat gemeldt. Ma da sind wir auch gut gemmitterlech ënner dais. Da fängt ne schon wie immer wat gesider op der Foto. Giselle as auch der Moie Giselle. Wat gesider op der Foto, wo simmer des Käier? Da manch de Logo mal wäsch. Voilà. Wo ass dat? Wie weet? Also ha jo da e grost weist Gebäi. En dann ha jo da eng Scheiplaz, wo Leute spazeieren. Wees keen wo dat ass? Moien Amadou. Okay, da ginn ich en éischten Tipp, en éischten Trio. Moien Naschied. Et ass zu Lettzeburg. Wen hat dat geduert? Moie Moller. Das sei zu Lettzeburg. An zwar am Süden. Ja, das net weit wäsch vu Schöffling. Also och net ganz weit wäsch vun Esch. Boah, Moller. Richtig. Woher weißt du dat? Foto ass vun der Internetseite petanche.lu an dat das effektiv zu Painting. Moller, also Respekt. Ich hätte dat net gewusst. C'est la Post? Nee, ich menge net, dass dat dort Post ist. Das um den Hotel de Ville holen schon. Den Alexandra Sorto, salut. Belval, nee, Alexandre, et Moller huet scho fond, das zu Painting, ha ënnen hunne se doch ageblent. An ja. Dann gucke ma eis dat mal un. Moien Olga. Wie geht dat schon mal? Hi, da gesinn ma hi elo voilà. D'Internetseite vun der Gemeng Painting, petanche.lu. An do se permanent so Bilder, die defiléieren. Ich kann die net unhalen. Net oni még Mask. Hashtag. Allo bemmer bleiwen se stoen. Ja, ha gesi der Gebäi vun enger anderer Seit, eng aner Perspektiv, an do ass Dauer. Also schön nun, dass dat Gemeng ass. Hotel de Ville. An Datei ass och
ganz interessantes Sujet. Darüber schwätzen wir auch noch ein bisschen. Für was steht da ein Panzer? Wisst ihr das vielleicht? Wisst ihr, für was da ein Panzer steht? Ja, weiß von euch, für was da ein Panzer steht? Für was ist da der Panzer? Nee, keine Reaktion. Was tun ich hier noch fand? Ja, das ist ein bisschen, oh, ein riese Seite, guck mal da, oh, lauter Informationen, Wahnsinn, alles auf Französisch, boah, mach mich fertig. En Image, mit Galerie Foto, Galerie Video, Petanche Info TV auch noch, oh, super modern. Maja, Sarah Fred, was können wir zu Painting besichern? Ja, das Foto, die ich da geholt habe. Da weiß ich noch nicht, was da ist. Schön proper alles. Ja, da gehen wir noch auf die Internetseite von Painting Wikipedia. Also Painting ist eine Lützeburgische Ortschaft am Kanton Esch-Ulzigt an Hauptort von der Gemeinde Painting. Voilà. Geschichte, Verkehr, Bevölkerungsentwicklung, das ist auch immer ein interessantes Thema. Wie hat die Bevölkerung sich entwickelt? Den Alexander weiß alles, das ist ja schrecklich. Alexander, willst du nicht doch Lützeburgisch Kuren halen? Die Amerikaner haben zu Painting die Liberation angefangen. Woher weißt du das? Geht das an deinem Land an den Geschichtsbüchern gelehrt oder woher weißt du das? Bevölkerungsentwicklung bekannt Paintinger Guckeswertes guckt auch Sparweg, das sind Internetseiten und Referenzen. Am Moment hu sie 9.159 Awohner, das ist der Stand von Februar 2018. Boah, den Professor Joss Meyers no könnte nun Painting von der fränkischer Sipp Petto hier dort überlosene Stenen. Am Lauf von der Geschichte huet Painting verschieden Herrschaften geheiert. Das ist alles super interessant, könnt ihr ja dann alles lesen. Den 11. Mai Franzésisch Granate fallen op Painting. Eng Famill will sech am Keller vun der Parkschouler Sicherheet bringen, wie se am Schulhauf waren explodéiert eng Granat nieft hinnen. De François Hahn, seng Fra Margaret an hire Jong René stierwen op der Platz. Et waren die éischt zivil Affert vu Painting. Eng Gedenkplack am Schulhauf erinnert u sie. Oh mei, das ist ja dramatisch. An hier steht den 9. September 1944 als Painting als éischt Ortschaft vu Lützeburg vun den amerikanischen Truppe befreit gin. Donc, ils ont été les premiers à être libérés par les troupes américaines. Guten Abend, Moanessa. Merci für den Exercice. Ich muss noch verbessern. Eugenia hast du? Ja, Eugenia. An ich spielen den Audio auch heute Abend, wenn alles klappt. Merci, merci. An nach Alexander friet mech da Rodemoll, ja, was an de Wikipedia kucke. An dann bei dëser fredeger Geleenheet ass den éichen amerikaschen Soldat op Lützeburger Bodem den Hyman S. Josephson gefall. Him zu Ehre gouf Hyde Square Hyman S. Josephson zu Painting e Monument opgeriicht. So he was the first American soldier who lost his life in Luxembourg, on Luxemburgish ground. Traurig, ja. De Verkehr
Und hier sieht Bevölkerungsentwicklung. Also 1473, du mal kein Gene zuelen. Also nicht ganz viel. Feierplatzen. Ich weiß nicht genau, was das Feierplatzen pour faire des fêtes oder was. Da feiert sich Einwohner, 200 Einwohner, oh Mann. Also nicht viel. Und dann bemol wenig fängt das an. 1925 nach 3800, 1980 schon 6400 an 2007 dann 7399 Einwohner. Moje Michel, merci für den Besuch. Dann haben wir noch bekannt Peitinger, der Matthias Adam, in das echten Urwer Primärschulmeister, den Angel, Schriftsteller, der Bim Diderich, ein Velosportler, Claudine Muno, eng Lützebäuerisch Musikerin, Sängerin a Schriftstellerin, Skulpteur. Dat ha so interessant. Die Peitinger Awohner drohen de Spitznum Wandjangen. Was wat das? E Wandjang. Das ke Levenausdruck, e Wandjang. Olga, dat das ein Tank M4 Sherman. Olga, woher weißt du dat? Warst du an der Armee? Gucke mal für dich mal den Matthias Adam. Das ist interessant. Das wusste ich alles auch gar nicht, weil es gibt viele Gebäuerer Straßen hier am Land, die heißen Matthias Adam. Meine ich mal. Und er ist gestorben 1936 und er war ein lützebäuerischer Pädagog. Also, er hat ein Gesetz ausgeschafft, 1881. Ass duch e Gesetz, dat de Matthias Adam mat ausgeschafft huet, donc die lele Co-Auteur, ass duch e Gesetz d'Schoul fir Kanner vu 6 bis 12 Joer obligatorisch ginn. Heen huet dat da gefauert. Firdrun warmer all frei a mir konnte spillen, méi duch hee si immer dann all an d'Schoul gangen. Wir missen an d'Schoul goen. Michel, Wandjang a Windbag, ja, me wat bedeit dat, wat das Symbol do hannert? Also hier war fir d'Verbreedung vun der Kultur an alle soziale Schichten. Dat war him e grost Oleies, c'était un grand souci. So geht es dann. Merci. Also dat war him e grost Oleies, c'était un grand souci que dans toutes les classes sociales on puisse apprendre. Moje Robby. Ja, also dat war de Matthias Adam. An den anderen, wo ich wollt weisen, de Bim Diderich, ja, de Velosportler, den ass gestorben 2012. Oh la la. Dat könnte ich schon dann alle so gucken. Sei gréste sportlechen Erfolleg hat hin am Tour de France 1951 vun 3 Deeg am Maillot jaune gefuer ass. Oh la la. An der Etappe vu Reims op Gand huet de Bim 40 km virun der Arrivé am Mur de Grammont, oh Mann. Seng 3 Matfuerer aufgehangen an ass als éischten zu Gand ukom, wennns dëser aussergewéinlecher Leistung huet hien den Numm Duc de Grammont krit. Hien huet krit. Ech sonne ma hien huet krut, mit dats hien huet krit, il a reçu. Olga schreibt, nee, mein Mann spielt Playstation. Clever. Ja. Also erst den Bim sei Palmarès.
Wat tun wir nachher? Ja, Claudine Muno, das 79 geboren, also noch relativ jung. Und sie ist eine Lützeburger Schriftstellerin, Musikerin und Journalistin. Nach ihrer Premiere Felschen studiert Madame Muno Geschichte und Anglistik Centre Universität zu Lützeburg und auf der Universität Straßburg. Sie möchte Maîtrise über Lützeburger Filme, über den Zweiten Weltkrieg. Sie schafft als freie Mitarbeiterin beim Wort, aber beim Teleekran und dann als Kulturredakteur bei der Vox. Schon mit 16 Jahren hat Madame Muno ihren ersten Roman The Moon of the Big Winds auf Englisch geschrieben. Et komme bisewell 4 Romaner op Franzésisch Deitsch an die 2 Lächt op Lützeburg an 2 Kannerbicher no. Maja an sie mech doch Musik soweit ich wees. An sie krut super Preiser. Also ganz erfollegreich. Eng Lützeburger Autorin. Se den so ja. Boah. An lo wennst Geschicht mam Moie Fossam wennst Tank. Also d'Amerikaner Monument mat engem M8 Greyhound. Nee, das kein M4 Sherman. Et war dat echt amerikanischt Gefier. Premier Véhicule américain, First American Tank, ja, wie nennen den? Dat den 9. September 44 op Lützeburger Bodem vun der Wehrmacht zersteiert gouf. Oh, it was the first one that got destroyed by the German Wehrmacht. So, c'était le premier véhicule à être, le premier blindé à être détruit par la Wehrmacht allemande. Dobei er auch den echten amerikanischen Soldaten Hyman S. Jefferson op Lützeburger Bodem gefall. Donc, hien ass gefall, he fell, he died. Mir so und so. Hien ass gefall, il est tombé. Mais il est pas tombé, il est décédé. Comme en France, tombé pour la France. Là, c'est tombé pour le Luxembourg, pour la liberté. Ça doit être terrible. This has to be awful. I mean, he probably didn't even know that painting existed before and then he had to die here. Ja, das ist grausam. Il savait probablement même pas avant de venir ici que Pétange existait et puis il doit mourir ici. Nicht evident. Ja, und dann haben wir nachher galoremisch Ausgrabungen. Wie übersetzt den Ausgrabungen? De Fond de Gras, Naturschutzgebiet Prinzerberg, a Born du Passeur, zur Ehre von den Passeuren und Filieristen aus dem Zweiten Weltkrieg. Pour la patrie, merci Lili. Also er ist tombé pour le Lü. Ja. Olga, kein Problem, brauchst du uns entschuldigen. Kann ich nicht alles wissen, ne? Sie gleichen sich. Ich habe doch eben Menschen gemeint, das wäre den. Was ist das, der Fond de Gras? Das hören ich immer rum. Elektrozentral. Oh, schön. Mal, da gucken wir da, denke ich, an, okay. Bon. Und da so ein Gado. Offiziell seit, und ich ja schon gewissen, den Test, das für den Bus. Huet den eng froh Massgrave? Nee, do schon Javelo. Nee, Ausgruvungen, dat huet neicht mat Massengrab ze den. Oh nee, da sind wir aber ganz falsch. Dat sind Archäologen. Pardon. Des fouilles archéologiques. Excavations. Ja. Den eng froh iwwer Painting war schon vun Äsch zu Painting. Dingen zu och nach immer net gern wat Moller
Für wat wost du direkt, dass dat zu Painting wär? How come you knew that it was painting? Pourquoi est-ce que vous savez tout de suite que c'était pétanche? Hein? Painting, painting, painting. Wo bist du? Voilà, also, oder steht da irgend so Painting? Wohnt hai een zu Painting? Wohnt von ihr schei zu Painting? Nee? Hin ass wenn's dem Corona gefallen. Nee, du seht ihr gestorben. Genial. Nicht schlecht. Hin ass wenn's dem Corona gestorben. Me hin ass am Krisch gefall, ja. Hin ass Gefall. Ja, dat seht ihr normalerweise am Krisch, effektiv. Och net an eng Verkehrsaccident. Ja, also kein eng froh iwwer Painting. Nee, keng Information iwwer Painting. Moll er wun zu Bieles. Oh, wo zu Bieles? Wat freng Stroß? Ech scho lang zu Bieles gewohnt. An der Rue de Chauffei. Ah, ja. Für die, wo sich erinnern. Ah, früher. Bei enger genialer Spielplatz. Alle, darüber darf ich schon nicht nachdenken, das ist ganz nostalgisch. Ja, und dann habe ich dann eine kleine Überraschung für euch heute mitgebracht. Und zwar Alexandra. Painting ist auch wenn zum Tornado bekannt. Merci. Amadou, nee, merci, kein Frau alles verstanden. Sarah, es war ganz interessant. Das ist noch nicht fertig, Sarah. Das ist noch nicht fertig. Das ist nur just Thema Painting ist fertig. Ja, das hat mich auch ein bisschen gewundert, dass sei am Wikipedia oder habe ich etwas verpasst, nicht von dem Tornado stehen. Oh, da muss ich immer alles à jour halten, ne? Immer ein Update. Nee, das ist nicht von Tornado. War ja auch ganz schlimm da. Ja, schon eng Überraschung für euch. Eng Überraschung. Und zwar krieg ich eng Audiosdatei geschickt. Kein Video. Mit engem Text. Und hat ich das nicht gut präpariert. Dann gehen wir jetzt da, das ja auch gucken. Da hat man schon noch schon lange gekönnt hingehen. Ja. Das ist eng live Bekannte von mir. Die invitiert mich auch hier ans da. An de Konservatoire. Voilà, das ist den Konservatoire, den Staater Konservatoire. Hi. Wunderschön, du hast Dürgel, hier ist der Piano, und hier ist dann für das Publikum. Kann ich nicht mehr rekommandieren. So noch eins da gratis Konzerte. Der Konservatoire. Das ist nicht viel Harmonie, ja. Und die do Foto, ja, das ist dabei. Da muss ich mit der Maus drauf gehen, dann geht es farbig. Interessant. 600 Personen kommen da ran. Und das hier ist die Internetseite conservatoire.lu. Ja, Corona, Matière enseignée, Masterclass, Ensemble du Conservatoire, Calendrier, Maison de la Culture. Also kann ich nicht mehr rekommandieren. Guckt euch die Seite an. Sarah schreibt, ich weiß, dass er nicht fertig ist. Okay. Am Moller wohnt an der Rue du Stade. Okay. Bon, dann lauschen wir mal den Text, den Eugenia ist geschickt hat. Eugenia, den Namen darf ich aber so, Eugenia. Ja, Eugenia,
huet also heit zu Lützeburg an Zieldeislo wie dat gangen ass Musik geléiert an hat huet doch Lützeburgch geléiert ganz gut sogur an schréie mech alkees wann et hai an den Videochat kënnt als fréier Schülerin, dat das ganz leif. Ma ja, dann wo ass den Audiosfichier ich wollte awer eng Foto eng méi positiv Fotoweise wie lo ëmmer nëmmen de Coronavirus. Hei ass dat mis Audiosdatei sinn ja. Da manech lo de Computer un. Also fir d'éicht lauschte mat de Genial, okay, 2 Minute Maximum. An donno mammer eng Analyse vum Text, okay? Also da manech lo hai de Mikro aus. Ech sinn Eugenia en haut wëlech Iech e bësse vum engem Hobby erzielen. Am enge Freizeit spielen ech ganz viel Musik. Ech spiele nämlich 2 Instrumenter, Piano a Gei. Ech spiele Piano a Gei zante ech 7 Joer alt sinn. Ech hu beides am Staate Konservatoire geléiert. Ech hun och Gei a verschiedene Symphonieorchester gespielt. Fir d'éicht am Lycée, dann op der Uni zu Lyon an och am Konservatoire zu Lützeburg, wo ich während ungefähr 10 Jahren am Orchester gespielt hun. Viel Leid froh mich, wie ein Instrument ich am liebsten spielen. Piano oder Gei? Das ist kein einfach froh für mich. Am Piano hun ich auf alle Fälle mehr hohes Niveau wie an der Gei, weil ich den Konkurs für den ersten Preis gemacht hun. Und das war wirklich immens schwer und hat ganz viel Arbeit verlangt. Für den Examen hatte ich demals ein paar Etüde vom Chopin gespielt, Stücke vom Bach natürlich, und unter anderem Sonate von Beethoven, Scarlatti. Gei ist auch schwer, in dem Sinn, dass selber Musician, wo auf Zeit seine Fangere muss setzen, für die richtigen Noten zu finden. Und das ist nicht so einfach wie am Piano. An der Gei aber muss just eng Hand schaffen. Contrairement zum Piano, wo die 2 Hände muss gleichzeitig üben. Ein Gei ist auch mehr praktisch zu transportieren, wie ein Piano. Mein Lieblingspianist ist der Lang Lang, mir schon der Jundili auch ganz gern. Ich lausche auch dax den Grimaud, von der ich ein Riesefan bin. Mein Lieblingsgeistin ist die Larry Hahn. Ich fand sie so begabt und talentiert. Allerdings ist Musik nicht meine einzige Welt. Ich schlafe noch immens gern, wie den Alexandre, und ich bin schon einen Marathon und ein paar Semi-Marathon gelaufen. 5 Stunden und 10 Minuten habe ich gebraucht, für den ganzen ING-Marathon von 42 Kilometer zu packen. Trotzdem nicht meine Bestzeit, obwohl ich für drin alltag trainiert hat. Mit das ist eine andere Geschichte. Also nicht viel muss massiv no lauschen. A bis geschwind. Moin alle Gur. Ich sind Eugenia. So, dat war den Text vom Eugenia. An hei gesit die viel Schüler, die alle gotten Musik leieren am Konservatoire. Wie ich jung war, habe ich lieber Fußball gespielt. Und dafür kann ich just haut bedauern, dass ich nie richtig gelernt habe, ein Instrument zu spielen. Mit all Respekt für die jungen Leute, das ist immens anstrengend, immens fleißig. Und was schreibt da Scheins? Vielleicht war es genial. Wir haben für ein paar Wochen ein Konzert geguckt, die live vom Konservatoire über YouTube übertragen gouf. Es war ganz flott. Vielleicht war es genial. Den Alexandre schreibt, bravo für den Marathon. Michel Fred Guy. Wen ist Guy?
Also der den Ton heieren, das ist schon mal mega wichtig, das hat geklappt. Und guck dir die Seite conservatoire.lu an. Das ist nicht nur für Kanner, das ist auch für Erwachsene. Was soll ich sagen, ne? Wenn ich gucke, gehe ich sind immer im Puff. Ich so, wow, so viel Talent. Aber bon, das dacks so, dass nicht viel Leute do sitzen, meistens sind es die Ältere von den Kanner, die gucken kommen. Ne? Das ist eben so. Ja, und da könnt ihr ja auch schreiben, nouveaux élèves du conservatoire, conditions d'âge und so weiter. Ganz impressionant. Flottes Sujet. Ma ja, Nicole schreibt doch, bravo Eugenia, und Michel schreibt Gaistin. Piano a Gai. Ma ja, dann gucken wir uns den Text vom Eugenia an. Wo ist den? So. Ja, Eugenia, ich kriege just Audiosdatei, da kann ich kein Bild weisen. Das ist aber nicht schlimm. Also, ich noch ganz gern, wenn der mal eine Audiosdatei schickt, das ist kein Problem. Funktioniert ja doch. Eugenia schreibt, merci Alexandre a Sarah. Ja. Also, wenn dir auch ein Hobby hat oder dir wollt dich vorstellen, mit Video oder just Audio, kein Problem. Pardon. Mir schickt mal für dich den Text. Eugenia singem Text waren lo nicht viel Fehler. Mir schon aber lieber ein drüber no geguckt. Voilà. Also dann gucken wir halt den Text, und wir lauschen noch nach ein schon streichen dann wieder. Wie viele Seiten sind es? 1, 2, 3. Und zum Schluss könnt ihr ein froh. Ja. Und der Ingenieur hat insistiert, hat gern, dass der auf die froh antwortet. Bon, also Eugenia, da lauscht wir nach ein Kehr. Ich mache meine Stimme dann weg. Moin alle Gur. Ich bin Eugenia und heute will ich euch ein bisschen von meinem Hobby erzählen. An meiner Freizeit spiele ich ganz viel Musik. Ich spiele nämlich 2 Instrumente, Piano und Geige. Ich spiele Piano und Geige, seit ich 7 Jahre alt bin. Ich habe beides am Staater Konservatoire gelehrt. Ich habe auch Geige an verschiedenen Symphonieorchester gespielt. Für dich am Lycée, dann auf der Uni zu Lyon und auch am Konservatoire zu Lützeburg, wo ich während ungefähr 10 Jahren am Orchester gespielt habe. Viele Leute fragen mich, welches Instrument ich am liebsten spiele. Piano oder Geige? Das ist kein einfach Frage für mich. Am Piano habe ich auf alle Fälle mehr hohes Niveau wie an der Geige, weil ich den Konkurs für den ersten Preis gemacht habe. Und das war wirklich immens schwer und hat ganz viel Arbeit verlangt. Für den Examen hatte ich damals ein paar Etüde vom Chopin gespielt, Stücke vom Bach natürlich, und unter anderem Sonate von Beethoven und Scarlatti. Geige ist auch schwer, in dem Sinn, dass selber Musician, wo auf die Seite Fangere muss setzen, für die richtigen Noten zu finden. Und das ist nicht so einfach wie am Piano. An der Geige aber muss just eng Hand schaffen, contrairement zum Piano, wo die 2 Hände müssen gleichzeitig üben. Ein Geige ist auch mehr praktisch zu transportieren, wie ein Piano. Mein Lieblingspianist ist der Lang Lang, mir schon der Jundili auch ganz gern. Ich lausche auch dax den Grimaud, von der ich ein Riesefan bin. Mein Lieblingsgeistin ist die Larry Hahn. Ich fand sie so begabt und talentiert. Allerdings ist Musik nicht meine einzige Welt. Ich schlafe noch immens gern, wie den Alexandre, und ich bin schon einen Marathon und ein paar Semi-Marathon gelaufen. 5 Stunden und 10 Minuten habe ich gebraucht, für den ganzen ING-Marathon von 42 Kilometer zu packen. Trotzdem nicht meine Bestzeit, obwohl ich für drin all Tag trainiert hat.
Mit dat ass eng aner Geschicht. So nicht viel muss merci no lausren. A bis geschwun. Super, Eugenia. Also, vielmals merci für den Hilfe. Und dann hast du den Quiz froh. Wie eng Not ist das? Wie weiset? Die do Not. Was für eng Not ist das? Das amerikanische System oder das französische System? Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Oder, wie geht das schon mal? C, D, E, F, G, A, B. Das ist egal. Wie weiß das? Alexandre Fred, dumm froh für de Genial. Die Feier Big, die Big Feier, die Big Feier. Beethoven, Bach, Chopin, Mozart. Wie ein Instrument haben sie gespielt? Oder ob welchem Instrument haben sie hier Musik gespielt? Piano oder Geige? Und die Genial Antwort, de Beethoven Piano, de Bach Klavecin und de Mozart a Chopin Piano. Okay. De Bach kann net Geige spielen. Oh. Ja, wen antwort ist dann op froh? Wat freng Not ass dat? Moller schreibt, ich weiß gut nicht. Olga sagt, merci Eugenia, bravo. Ja, Olga, du musst zu dem Mann so, er soll auch mal heimst du Musik spielen, nicht nur Playstation. Sonst geht dem wie mir. Ja, will keiner schreiben, was für eine Note das? Keiner kann Noten lesen, hei. Do, die do. Boah, machen wir mal, Alexander lacht. Also, ich war kein Fan von der Guy. Och, wann Guy mehr praktisch ist, für zu transportieren. Giselle, keine Idee, was für eine Note das ist. Bon, dann nach nichts so, Eugenia. Sarah schreibt Clé Sol. Eugenia, ist das Clé Sol? Da gehen wir mal nach dem Text ein bisschen. Nicole schreibt La. Ja. Michael Frey sagt, ich bin nicht sicher, aber B. Nee, das weiß ich sogar. Hier ist Amadou schreibt, merci Eugenia, dein Lesen ist klar und verständlich. Sarah schreibt La. Also hier ist ein F. Dann ob der Lin, das ist der G. Also als hier den. Der Genial schreibt auf Französisch, ja, das ist Clé Sol. Aber ich kenne die französische Ausdruck nicht. Für mich ist das heute also F, G, und dann ist das heute ein A. A. Und da könnt ein B, das ist auf der Linie. Und da könnt ein C. Und dann den D auf der Linie. Und dann den E. Und dann nur der Face. F, A, C, E für zu verhalen. Und nom E könnt dann den F. Und dann die G. Und dann so weiter. Und dasselbe ist doch nur innen. Das ist verrückt. Also wenn das ein F ist, dann ist Lin, dann ist dann ein E. Also durch den Jasi das für Clé Sol und ich so im englischen System ist das ein A.
Könnt ihr noch gucken. Aber war ganz interessant vor. Merci, Eugenia. Da gehen wir zurück, den Text gucken, für ein bisschen zu analysieren. Haut will ich ein bisschen, also das flott mit der Inversion, haut will ich, Inversion, ich ein bisschen von mengem, das Dativ an, das ist nicht Hobby, das Hobby. Am menger Freizeit das weiblich, spiele nicht ganz viel Musik, ich spiele nämlich, en effet, je joue, nämlich. Wie sie übersetze nämlich auf Englisch? Das Kleide soll, aber Not. Ja, wie heißt Not? Ja. Ja, ich spiele nämlich, en effet, wie übersetze ich nämlich auf, wo gin ich dat sich? Ja, lalala, gin ich ganz durcheinander. Wie übersetze ich nämlich auf Englisch? Wo bist du? Wo bist du? LOD, wann ich dich brauch. Du, nämlich auf Englisch. Nämlich in fact. En effet, voilà. Und da gehen wir bei Eugenia. Ich spiele nämlich zwei Instrumente, Piano und Geige. Ich spiele Piano und Geige, Santa, ich 7 Jahre alt bin. Nee, nämlich das nicht nämlich. Nee, das ist in fact. Santa, ich 7 depuis que j'ai 7 ans. Ich habe beides am Staater Konservatoire gelehrt. Ich weiß nicht, ob ich Staater mit einem T oder D schreibt. Da ging ich da doch alle gucken an den LOD. Was ist ein LOD? Du hast ein LOD. Staater. Wird das noch mit einem D geschrieben oder wo ist das? Nee, sind da doch mit einem T. Staat. Ja, wie müssen dann den Unterschied zwischen Staat und Staat? Enke ass et Staat l'Etat an enke ja, war steet net dran. Ich gucke net no. Enke ass et Staat l'Etat an enke ass et la Ville. Mir heiers de Staater Konservatoire, dat ass de Konservatoire vun der Gemeng Lützebusch, Luxemburg City. So. Indeed, ja. An dann beides les deux. Schon och Gei a verschiedene Sinfonieorchestere gespielt. Für d'éischt am Lycée, Position Lycée als maskulin, dann op der Uni zu Lyon, me so net an der Uni, me so op der Uni, wenn's dem Campus, das ist irgendwie frei, ënner dem Himmel. An noch am Konservatoire zu Lützburg, wo ich während ungefähr 10 Jahre am Orchester gespielt habe. Spielst du nicht mehr am Orchester, Eugenia? Was das geschieht? Viele Leute fragen mich, wie ein Instrument ich am liebsten spielen. Lequel j'adore jouer le plus? Which one do I like to play most? Piano oder Geige? Das ist kein einfach froh für mich. Am Piano habe ich auf alle Fall ein mehr hohes Niveau. So, she has a better level in Piano. Elle est plus forte en Piano wie an der Geige. Weil ich den Konkurs für den ersten Preis gemacht habe. Und das war wirklich immens schwer. Also, Eugenia hat den Premier Prix. Félicitations. Und hat ganz viel Arbeit verlangt. Ça exigeait beaucoup de travail. Needed lots of work. No longer listless. A440 HC. Was ist das? What does that mean? Und Eugenia Sarah hat richtig geraten. Note as a La. Das ist ein Engla oder a La? Das ist a La. Ich meine mir so ein a La. Bon. A440 HC, ich weiß noch nicht, was das bedeutet. Kein Problem. Ja, und dann für den Examen hatte ich damals eine Poetüde vom Chopin gespielt. Stecker, dem auch so de Bach, Fusion vom Bach. Natürlich, je muss Bach spielen, of course. Und unter anderem Sonate von Beethoven als Scarlatti. Geige ist auch schwer, an dem Sinn, c'est difficile de jouer.
dans le sens que, in the sense that du musst selber sichern, wo op Zeit seg Fangere muss setzen. Ich weiß nicht, ob das richtig ausgedrückt ist. Ob Zeit, ja, sur le côté, ja. Wo muss ich dort Fangere setzen? Ja. Where do you put the fingers? Für die richtig Noten zu fangen. Und das ist nicht so einfach wie am Piano. Am Piano sind die großen Tasten dann, ja, heißt mir so klein. An der Gei aber muss just eng Hand schaffen, contrairement, das soll man eigentlich nicht so contrairement, das ist nicht falsch. Besser wie gewicht am Gegensatz zum Piano. Wann ihr Piano spielt, dann muss ihr natürlich die zwei Hände gleichzeitig üben. Les deux mains doivent s'entraîner en même temps. Am der Geier sind mehr die Rechtshand oder die Links. Das, ja. Und dann eng sensationell Nouvelle. Ein Gei ist auch mehr praktisch, c'est plus pratique. It's easier to transport. Wie ein Piano. Dann Ingenieur hat ein Smiley dabei gemacht. Sein Lieblingspianist ist der Lang Lang. Nicht verwechseln mit dem Lul Ling, heißt der Lang Lang. Mir schon der Yundi Lee auch ganz gern. Ich lausche auch Dax Telen Grimaud von der, de laquelle, of which I am a huge fan. Elle est une très grande fan de Hélène. Mein Lieblingsguy ist comment sa violoniste préférée. Her favorite violin player, female violin player, ist Hilary Hahn. Ich fand sie so begabt und talentiert. Ja, ich frage mich, ob das kein Synonyme sind, begabt und talentiert. Das ist irgendwie das zweimal dasselbe. Begabt, doué, ja, Synonym talentiert. Genial. Ich fand sie so begabt und talentiert. Mir klingt gut. Mir ist es doch nicht aufgefallen. Lo, wo ich die Audios datieren und scheren, tja, das ist ein bisschen dasselbe. Mir das aber gut. Und dann gehen wir zurück bei Eugenia. Allerdings ist Musik nicht mein einziges Feld. Ich laufe auch immens gern wie den Alexandre. Und ich bin schon einen Marathon und ein paar Semi-Marathone gelaufen. Ich bin gelaufen. Ja? Passé, composé, Mouvement. 5 Stunden und 10 Minuten habe ich gebraucht für den ganzen ING-Marathon von 42 erreichenden N. Weil du hast den 2. Von 42 Kilometer zu packen, to master, to achieve, pour réussir les 42 Kilometer. 42 Kilometer laufen. Oh. Trotzdem nicht meine Bestzeit, obwohl ich für drun alltag trainiert habe. Me dat ass eng aner Geschichte. Also net seg Bestzeit, it was not her best time. Wen hat dat geduert? Eugenia, Supersportlerin. Ech so nech vielmals Merci fir nolächteren an noch lesen. A bis geschwen, Eugenia. Schickst deis nach enkeren Artikel. Gern. Grad lo woch net mam Buch méi schaffen, brauch ich natürlich Material fir de Kurheit ze fëllen. Wat schreiben der man dann heiner schein? Eng seit ass un courte de violon, okay. D'ausspruch vum Eugenia ass tipptopp, wéi eng Lëtzebäuerin. Ja, tut er doch schei gelees so. Lalalala. Lalalala. Tipptopp, wirklich. Sarah schreibt, ich lästere ganz gern Iron Maiden. Ich lästere ganz gern Litz Hungarian Rhapsody. Ich schon auch über Litz Müke Ballet gedanzt. Sarah ist eine Tänzerin. Michel schreibt, Eugenia ist ganz ehrgeizig, ambitiös. Ja, Musik. Eugenia, de Conservatoire war zo oder ist zo, wenn es dem Coronavirus. An all Konzerte sind annulliert.
Ja, das ist leider Realität. Ah, Sarah lächer doch Metal Music, voilà. Ja, also mehr wüsste, was richtig Musik ist. Boah, okay, geh mal raus. Ähm, was wollte ich noch? Hat so Snaps für heute präpariert? Ja, hier ist nach einem Artikel, den wollte ich heute behandeln. Ich weiß nicht, ob es noch durchgeht mit der Zeit. Verlängerung vom Recouvrement, Komplikationen beim Aufruf von Lützebauer Nationalität. Also, de Coronavirus berät viele Leute, die Lützebauer wollen gehen, an dem amerikanischen Kontinent leben, nach Welt suchen. Sie haben nämlich just noch bis zum Ende von diesem Jahr Zeit, für Lützeburg zu kommen, an die Nationalität beim Etat zivil anzufragen. Da lebt die Möglichkeit auf, für die Nationalität von einem Groß-Ur- oder Ur-Urgroßeltern Teil zu überholen, den am Jahr 1900 gelebt hat, der Lützebauer war. Die Reisepläne für viele Betroffene goufen aber von der Pandemie auf den Kopf gehalten. Über Videomessage froh sie für Tele zu verlängern. Haha. Keine Chance, keine Chance. Ah, ja, den Artikel machen wir mal. Der könnte ja präparieren, den ist interessant. Also der wüsste ja, dass er könnt Lützebauer Nationalität kreieren. Und für sie zu kreieren, muss er normalerweise Sprachentest machen beim INL, Institut National des Langues. Aber das ist aber auch möglich, die Lützebauer Nationalität zu kreieren, wenn er einen Großpap oder einen Urgroßpap hat, der schon Lützebauer war. Den am Jahr 1900 gelebt hat, der Lützebauer war. Voilà. Donc, si vous avez déjà un grand-père ou un arrière-grand-père, arrière-grand-père, if you have a father, grandfather, or wie nennt den das? Urgroßvater. Muss ich noch gucken gehen. Urgroßeltern. Arrière-Grandparents oder Great-Grandparents, ja. Wenn der das schon hat, da braucht er keinen Test mitzumachen. Me dat gilt just noch bis Dezember 2020. Und am Moment können viele Leute nicht auf Lützburg kommen wegen dem Coronavirus. Ah, mei, oh mei. Da muss man gucken. Guck mal da mal, heute haben wir schon genug geschafft. Huet lo von ihr eng froh? Is there a question? Betroff concerné. Ah, den Alexander fragt, Michel, bist du nicht concerniert? Ja, Michel an Dan. Nach soll. Die sie vielleicht betroffen davon. Da ging es zurück auf Painting. Da meine ich Foto vom Text, gemengpainting.lu. Und noch mein Logo. Ja, und die Stunde ist schon im River, hein? Das war es dann. Heute noch von ihr froh. Sarah schreibt, letztes Jahr gab es auch viel Delay wegen dem Brexit. Ja, die Leute wollen Lützebäuer gehen. Und sie können mit meinem Videochat Lützebäuer lernen. Ist das nicht super? Aber Michael, bist du nicht betroffen, für die Lützebäuer Nationalität zu kriegen, weil du vielleicht einen Bob oder einen Urgroßbob hast, der Lützebäuer schon ist? So, aren't you concerned about the fact asking to become a Luxembourger because your grandfather or your great grandfather was already Luxembourger? Naja, also den Artikel, den könnt ihr dann für moi präparieren, dann machen wir den moi. Das scheint interessant zu sein. Alles, was ich muss machen, für Lützebäuer zu gehen, das ist nicht immer einfach. Was heißt Golf Sport?
Sarah, was meinst du mit das drum wäsch gemacht? Okay. Bon, also das geschwind 10 Auer. Ich halle lo lewer op. Michael hast zu Lützeburg geboren. Du bist also Lützebäuerin, Michel. Du bist nicht konzerniert. Tipptopp. Wie gesagt, wann dir eng Idee hut für einen Artikel, der könnt mir schicken. Der könnt mir auch einen Artikel schicken, den ich da just vorlesen. Wenn der kein Audio will abholen, kein Video will abholen, dann lesen ich den Artikel halt hier vor. Wenn der mit Erlaubnis geht, da kannst du noch live am Videochat verbessern, da weisen ich, wo die Fehler sind. Wenn der dir schnell ausmischt. Es sind auf jeden Fall ob da sich no Ideen. So I'm looking for ideas because holiday and we have to fill an hour with something. So machen wir im Grammaire-Exerzice. Vergiss nicht, Exercice.lu. Ich gehe die mal noch sehr erweisen. Das ist immer gut für zu trainieren. Funktioniert schon hoffentlich. Ja, funktioniert. Exercice.lu. Schon heute noch eine neue gemacht. Math plus Artikel. Könnt ihr trainieren. Okay. Was schreibt er dann? Super, Michael, schreibt Sarah. Also kein Problem. Ja, schon die Doppelnationalität. Stefan schreibt, ich habe viel Musik und Piano gespielt. Und das hilft viel für die Aussprache von einer fremden Spruch. Ja, also du kriegst ein besseres Gehör. Your ears hear better if you study music. Vos oreilles entendent mieux si vous faites de la musique normalement. Eddie Allogue, Eddie Stefan, ja. Für die Vakanzen konnte mir nicht ein Buch lesen und kommentieren. Was du gerne willst machen. Ein kleines Buch, kein dickes Buch. Okay. Bon. Also, ich so nicht vielmals merci, exercice.lu, vergiss das nicht. Und dann bis morgen um 21 Uhr. Dann als nächstes Video-Live-Chat. Video-Live, in unserem Video-Chat mit Jerome. Hi, live auf YouTube. Merci. Au revoir. Nicht. Der könnt aber noch schreiben, ich lese das danach. Wo geht das schon wieder? Ja.